miteinander, willkommen zu Metal Server. Mai, ihr kleinen Ficker, habt ihr Bock auf unseren Podcast? Metal Server aus der Region, für die Region und deine Mutter. Falls ihr euch fragt, wieso das so komisches Licht ist, das liegt daran, weil wir beim Ricky im Auto hocken, weil wir sind jetzt gerade auf dem Heimweg Ja. von Ophelia sei, in ihrem Bandraum. Yes. Ricky, wieso sind wir bei Ophelia sei im Bandraum? Hey, wir sind endlich dazu gekommen, die Pokal von Metal Server Awards an beide Bands zu geben, die das Jahr gewonnen haben. Einerseits Ophelia's Eye mit Catharsis und einerseits Expero mit A Swell Tides. A very swell tide swell. A very swell. A very tight swell signal. Yes. Ja, genau. Das. Signals Signals and and swells. Swells, genau. Oder 2 Gewinner vom Jahr 2024. Und jetzt haben sie den Pokal bekommen, wir haben Fotos gemacht und... Das können wir jetzt endlich öffentlich machen. Genau. Am 29. April 2025. Finally. Genau. Voll. Und ja, jetzt fahren wir heim, machen wir ein bisschen Pori-Pori und ist all gut. Das ist schon richtig, oder? Oh, jetzt will ich vor allem durchdrehen, weil da vorne Einfahrtsverbotenschilder sind, aber die sind nur für die Linksseite, nicht für die Ja. Rechte. Das macht schon Sinn. Okay. Ja, ey, Brudi, was haben wir so gemacht? Wir haben... Was haben wir Seit dem letzten Podcast, den wir geschnurrt haben. Da war Brian nicht dabei gewesen, also nur wir zwei. Genau, People Died at the Fair haben wir bei uns im Podcast gehabt. Und ja, es war eine lustige Zeit. Ein bisschen über Asien geredet. Über was? Asien. Ah, ich habe jetzt Asi verstanden. Asien. Ein bisschen über Asi. Ja gut, wir haben auch ein bisschen über Asis geredet. Also Ja, voll genau. Eben Hardcore von Halal und so. Und es war geil. Und jetzt, seitdem ist einiges passiert. Was haben wir noch alles gemacht? Ich habe Hardcore Haram schon wieder vergessen. Hardcore Haram, Alter. Ist Haram oder Halal? Ich glaube, es ist Halal oder so etwas. Das ist ja egal. Und Es müsste Haram sein. Halal ist doch von den Juden. ja, kein Plan. Oder? Nein, ist nicht. Nein, das ist Koscher. Koscher ist jüdisch. Ja, I don't care. Ich habe keine Ahnung von verloren. Religionen, von Weltreligionen. Ich weiß nicht. Ich bin katholisch erzogen worden, ich weiß es nicht. Aber anyways, was haben wir da alles gemacht? Ja, also in der Zwischenzeit haben wir, bin ich noch Montreal schauen. Das war sehr geil. Ja. Das war der Sänger von Itchy mit seiner Soloband, Vorband. Sind es Kanadier? Nein, Itchy sind Deutsche. Ah, okay. Ich glaube, das haben wir glaube ich, schon 3-mal geredet. Also. Können Sie. Das ist die Band, die Itchy Poops geheißen hat und jetzt Itchy heisst, weil sie erwachsen worden sind. ja. Und ich muss sagen, also ich weiss jetzt, was Itchy so gut macht. Es sind die anderen zwei. Ja. Nicht, dass der Sibi schlecht wäre, aber es hat weniger gezündet wie Itchy. Ja. Darum keine Ahnung. Ja, dann einen Tag später ist das Weltwunder passiert. Ja. Wir sind ein Konzert spielen und nach dem Konzert sind 2 Mitglieder von Taoist krank geworden und keins davon war der Ricky. Ja, zum Glück, Alter. Ah, genau. Ich sage jetzt keinen Namen, aber ein Bandmitglied von diesen beiden haben wir jetzt wahrscheinlich herausgefunden, wer es war. Ja. Das andere spielt Schlagzeug. Jetzt Ja. können wir noch, jetzt wissen jetzt nicht, welches Schlagzeug Bandmitglied Eine von beiden. Einer von beiden. Ja. Wir können ja Fotos anschauen oder die Instagram-Stories. Nein, wir sind auf Danzlingen. Erstmal Taoist in Germany. Wo? Nein, Schwarzwald. Ja, Danzlingen. Letztingen in Schwarzwald? Waldshut-Tiengen, aber es ist, Ja. Waldshut-Tiengen ist die Großstadt rundherum, aber es ist im Jugendzentrum Danzlingen. Ah, okay, geil, ja. Das war ganz cool. Mit Let Me Fall. Das ist wie die Deutschen immer so Sachen sagen wie, ja, das ist in Hamburg und dann ist es aber in Ahrensburg, wo halt einfach ein Vorort von Hamburg ist. Ah, okay. Ja, es war eine ganz geile Show. Erstmal in Deutschland. Und ja, hat Spaß gemacht. Es war wirklich geil. Also, es hat sehr Spass gemacht. Es war, glaube ich, das erste Mal, wo wir wirklich einigermaßen sehr safe waren. Und Gespielt das erste Mal, wo wir 45 Minuten gespielt haben, oder? Stimmt. Ja. Wir haben 45 Minuten gespielt, viel zu lang für eine Hardcore-Show. Ich spiele schon viel lieber eine halbe Stunde, ja. Also wir hätten ja eine Stunde müssen spielen. Ja. Aber das... Machen das nicht. Also, eine Stunde, mal es geht schon, aber nicht als Hardcore-Band. Ja, als Hardcore, nein. Ausser, wobei ich glaube jetzt ganz ehrlich, so, wenn nicht alle Songs gleich tönen, kannst du eine Stunde spielen. Ja, aber ich mag nicht Jetzt so lange vielleicht nicht als singen. Local Opener, aber Ja. du eine Stunde kannst singen oder ist mir egal, ich mag eine Stunde spielen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich lebe auf der Autobahn, ist überall einfach das Bild schwarz, weil es kein Licht hat von außen. Ja gut, Ah ja, ist egal. so ist es. Ich kann einfach gegen Führer filmen, dann sehen wir, Ja. wo wir hinfahren.
Ja, voll. Das ist auch gut, oder? Genau, dann können die Leute zu dir heimgehen. Das ist eine schlechte Idee, ja. Ich filme so lange Führerschein, bis wir irgendwo sind, wo man weiss, wo wir sind. Ja. Ja, das könnt ihr jetzt als Dingsbild nehmen, als Einschlafhilfe oder so. ASMR und Ja, so. das ist sexy. Was haben wir? Was schon da vorne blinkt einer sau komisch. Was? Da vorne steht einer irgendwo, wo man nicht stehen sollte. Ui. Ja. What the fuck? Der steht auf der Ausfahrt. Steht der auf der Ja, der steht auf der Ausfahrt. Alter Schwede. Nein, ist gut, ist gut. Nein, ist gut, hä? Ist okay. Ist safe. 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 Ja, ist gut. Alright. Ja, dort haben wir... Das war der erste schöne Tag, glaube ich, oder? So vom Jahr wirklich. So wirklich Ja, schön, so ja, warm voll. und schön. Ja, erstmal Shorts angezogen. Und wir haben rumgewitzelt, dass wir... Also zuerst mal haben wir rumgewitzelt, dass wir nicht auf Deutschland kommen. Aha. Dann haben wir rumgewitzelt, dass wir nicht das Konzert spielen, wenn jetzt irgendeiner von denen, die im Garten grillieren, uns einladen zum Grillieren. Und ja, dann haben wir das Konzert gespielt. Das war wirklich super gut. Ja, es hat Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spass gemacht. Wir haben gut gespielt. Wir haben sogar am Schluss noch eine Zugabe spielen, weil Let Me Fall uns nicht hat gehen lassen, ohne dass wir nochmal einen Song spielen. Let Me Fall hat gesagt, sie spielen nicht, wenn wir jetzt nicht nochmal einen Song spielen. Wir sind mit Gewalt bedroht worden. Ja, und dann haben wir gesagt, wir spielen halt nochmal einen Song, den wir vorher schon gespielt haben, Ja. weil we played everything. Genau. Und dann, ja, dann ist das, Haben wir gemacht. haben wir das gemacht. Haben wir geliefert, ja. Ja, das war sick. Vor allem, irgendwann habe ich so rechts runtergeschaut und gesehen, einfach so der Ricky zwischen den Beinen von Mike singen. Das war spannend. Also das hat mich so kaputt gemacht, ich konnte nicht mehr können. Weil ich hätte dort, das war der Part, wo der Mike und ich auch singen. Ja. Das heisst, der Mike hat gar nicht singen, weil er quasi vom Ricky gehebt worden ist und nicht zum Mikrofon können. Und ich konnte nicht singen, weil ich das gesehen habe und mir einen Schranz gelacht habe. Ja, das war spannend. Das ist wirklich gut. Der Gitarrist, der Bassist von Let Me Fall, der hat ein wildes T-Shirt angehabt. Ja. Jesus, der einen Autoreifen hebt. Das war spannend. Das war wild. Focus. Okay. Aber ich sehe nicht einmal die fucking Linie von. Ja, es regnet auch, es ist wirklich scheiße. Das ist wirklich scheiße. Es ist wirklich scheiße. Ja, und dann, was haben wir noch gemacht an dem Konzert? Ist denn irgendetwas Notables passiert, abgesehen davon, dass wir eine gute Show gespielt haben? Wir sind Pennies gegangen. Wir sind Penny gegangen. Ja, wir Ja. haben die deutsche Kultur angeschaut. Wir sind erstmal zu Penny. Ja. Haben dort, wir sind wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde in dem Laden gestanden und haben einfach Sachen angeschaut, was in der Schweiz halt nicht so gibt zum Kaufen. Ich habe Spezi entdeckt. Spezi ist geil, gell? Ja. Wurst im Glas hast du entdeckt. Habe ich nicht probiert, aber es sieht geil aus. Aber du hast es das erste Mal gesehen im Leben, Ja. oder? Ja. Herdäpfel im Glas. Aha. Das ist eigentlich basically alles im Glas, was man Ja. im Glas haben kann. Herdäpfel im Glas ist, by the way, Lifehack. Wenn ihr in Deutschland an einem Festival sind, kauft euch Herdäpfel im Glas, weil das ist etwas Gutes zum Essen. Ja. Das ist fein. Besser statt die M-Budget Ravioli vom Migros. Ja, Habe ich schon mal kalt gegessen am Grillfield, aber ja gut, kalt ist nicht die super. wirklich nicht so Ja. geil. Da empfehle ich Gerstensuppe. ja. Das ist besser. Und dann, ja. Aber was sind eigentlich gut? Das ist, Wir sind mit Pizza gefüttert worden im Youth Denzlingen. Also ich Ja. finde, ich kann euch wirklich empfehlen, Youth Denzlingen. Sehr gute Location zum Konzert spielen. gehen wir Sehr- coole Sachen, so Jugendsachen. Ja. Das ist geil. Was ich sehr funny gefunden habe, ist, sie haben erzählt, sie hätten jetzt so einen alten Sack in der Nachbarschaft, wo immer, also wo einfach wegen allem motzt. Wegen dem haben sie auf dem Basketballplatz einen Basketballkörper montieren bei der Schule. Und so Zeug, also das ist so ein Dude. Ja. Der motzt immer, wenn im Jugendhaus etwas läuft, außer das ist ein Konzert, weil er hat früher in einer Band gespielt. Ja, Dann motzt er nicht. voll spannend. Absolut savage, Mann. Absolut savage, das Ganze. Ja. Und dann sind wir heimgefahren. Ah ja, stimmt. Ja, wir sind heimgefahren. Und dann haben wir gemeint, der Probefahrer noch, da ich ständig raus, wenn ich im Auto fahre, aufgrund von meiner langen Haare, werde ich bei allgemeinen Verkehrskontrollen jedes Mal rausgenommen. Also wirklich jedes Mal. Ich bin noch nie bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle und sie haben gesagt, ja, fahren Sie weiter. Es war jedes Mal so, dass ich dann weggehockt bin und irgendwann habe ich schon, wenn sie die Scheiben runtergelassen haben, habe ich schon gesagt, Führerschein, Fahrzeugpapier und dann haben sie mich verwirrt geschaut und ich so, ja, also eigentlich bei jeder Kontrolle würde ich rausgenommen. Und dann haben sie gefragt, hä, wieso? Und ich so, ja, weil ich lange Haare habe. Und dann hat die eine Polizistin mal so das Gefühl, also, ja, nein, also nein. Und dann ihre Kollegen nebenan so,
Ja, gut, man sollte das jetzt natürlich schon nicht so generalisieren, aber die meisten, ihre langhaarigen Kollegen machen ihnen das Leben halt schon nicht schwer. Und schon nicht ja, einfach. dann haben wir darüber gewitzelt und dann sind wir heimgefahren. Schwer oder einfach? Leben nicht so einfach, ja, stimmt. Eben. Und dann sind wir heimgefahren und dann auf der Höhe baden sehe ich plötzlich so einen Töckel im Weg stehen. Ich sage, oh nein, die Cops. Dann sind wir in eine Polizeikontrolle gekommen, das war aber relativ lustig. Er hat uns gefragt, wo wir hingehen, von wo nach wo. Und ich so, ja, wir haben das Konzert gespielt, fahren heim. Dann hat er ein bisschen mit uns gelabert, hat es lustig gefunden und hat uns wieder gehen lassen. Ja, nein. Ja, einfach so halt, ja, grüezi, da machen wir kurz Kontrolle. Dann habe ich halt erklären, dass ich nicht gedrückt habe und dann hat er gesagt, gut. Ja. Ich habe einen Tanz gemacht, dann ist gut. Ich habe ein bisschen Tanz gemacht, genau, haben wir ein bisschen mit dem Polizist geflirtet und dann haben wir heim können. Genau. Von dem her, einer meiner Lebenstipps ist wirklich einfach, Anschneiden. meistens wirst du so behandelt, wie du andere Leute behandelst. Und wenn du einen Polizisten nicht einfach gerade direkt anschreist, wenn er dich bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle rausnimmt und einfach nett und normal mit dem tust, dann kommt es meistens voll raus. Ja, Also, außer du bist natürlich besoffen, aber dann bist du selber schuld. Ja, selber schon. Dann bist du selber schuld. Ja. 0,0 gehabt. 0,0 habe ich gehabt. Ja, das war geil. Und dann, was war das nächste auf der Speiskarte? Also nachher sind wir nachher... Ist noch ein Konzert die Woche gewesen? Ja, nachher war es Metal Battle. Metal Battle, stimmt. Metal Battle im Werk 21. Das einzige Metal Battle, das wir schauen können. Ja, voll. Mit Expello, Save Last Breath, Bad Marilyn und Mary Jane. Yes. Das war ganz geil. Sehr geil. Ja, das ist wirklich... Das hat vor allem sau stark angefangen. Das hat sehr früh angefangen. Sehr stark angefangen. Es haben alle das Gefühl gehabt, ui, das kommt nicht gut, wenn wir so früh anfangen. Und dann ist Expello, glaube ich, 7, halb 8. Expello ist um halb 8 auf die Bühne und hat einfach abgerupft. Und hat aber auch schon Leute... Es sind nicht mehr viel mehr Leute gekommen nachher, oder? Nein. Also so 90% der Leute sind um 7:30 bei Expello schon rum, oder? Ja. Und ja, das war sehr gut. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe das Video von Save Last Breath gar noch nicht geschnitten. Gut, aber sie haben ja gesagt, sagen nicht so... Hey ja! Ah ja, shit. Okay, ja, ich schreibe nicht mal noch, ob sie es überhaupt wollen. Ja. Anyhow, ja, dann wer hat nach Expello gespielt? Expello, Save Last Breath. Nein, Mary Jane, oder? Mary Jane. Früheriger Podcast-Host Josh. Ui, holy fuck. Von Josh und Brian. Falls er, Ich bin fast gegen falls die es scheiß Wand plötzlich einfach gegangen. ruhig ist, der Ricky hat uns beide umgebracht. Ja, ich bin fast gegen die scheiß Wand gefahren, weil ich sehe im Bahnhof. Ich fahre mal ein bisschen langsam. Für alle, die sich fragen, der Ricky ist schon langsamer gefahren, wie er eigentlich könnte. Ja. Es regnet einfach wirklich wie Sau. Ja. Ja, dann hat Mary Jane gespielt, die ich das erste Mal gesehen habe. Ja, Habe das ich sehr ist gut die scheiß gefunden. Orange-Linie. Du siehst wirklich nicht, wenn es dunkel ist und es pisst halt. Ich bin vorher auch fast gegen ein anderes Auto gefahren. Ich sehe die Linie eh nie. Du siehst, du siehst also im Dunkeln mit Gegenlinie, also wenn du Auto Licht Eben. gegen hast und es regnet, dann kannst du vergessen, dass du die Linie siehst. Dann siehst du so alle Jungen so, Hey, also ich sehe die Linie mega gut, ihr alten verfickten Uhrenboomer. Ja. Gottverdammte Uhren-Millennials, könnt ihr einfach, sehen einfach nicht. eben nein, ich habe Mary Jane zum ersten Mal gesehen. Hast du Mary Jane schon mal gesehen, gell? Ja, noch schon 1 oder 2 Mal gesehen. Hast du nicht ihr erstes Konzert Ja, schon gesehen? gesehen, ja. Also ist cool zu sehen, wie... Sind sie viel besser gewesen wie in ihrem ersten Ja, Konzert? Ich habe sie sehr gut gefunden. Also ich merke schon, dass die Jungs sich Mühe geben und das ist geil. Also habe ich Progress gespürt. Ich habe vor allem einfach das Outfit vom Gitarrist geliebt. Ja. Der Wife-Beater des Jahrhunderts hat er geil, angehabt. Richtig so ein Asi-Rockstar. Ja. Stabil gefunden. Ja, ich meine, es ist ganz cool, weil ich meine, der Josh ist auch jemand, der vorher Bass gespielt hat und plötzlich gefunden hat, nein, er will doch singen und spielen. Und, Ja, Bass und Singen ist vor allem gleichzeitig sau schwierig. Ja, voll. Und auch Respekt, das ist wirklich geil. Eben, wenn ihr mal Bock habt zum Singen, macht es einfach. Habe ich auch mit Alex gemacht. Ja gut, aber Das bringt schon viel. auch üben. Also, Ja, üben. schon auch üben singen, nicht einfach nur machen. Üben, machen. Genau. Das ist eben schon Arbeit. Aber ist geil. Das ist schon auch ein bisschen, ja. Der Ricky stresst mich aber nicht die ganze Zeit. Man, sing jetzt einmal. Sing ja immer schon. Singen wir mal. Sing ja. Singen wir Einfach mal. alle jetzt. Dann können wir ASMR machen. Ich hab das. Alter, was ist das? Okay, so today's podcast is an ASMR podcast because you will hear some heavy rain noises in the background. Also ich sehe einen Nutzen, Alter. Ein Nichts. Ja, dann fahr langsam. Fast schon langsam. Ich meine, jetzt ein bisschen Aquaplaning, wenn das so weitergeht. Ja, Metal Battle. Dann hat Save Last Breath gespielt. Ja.
Sehr geil gewesen. Ja. Brutal wie eh und je. Aha. Dann hat Bad Marilyn gespielt. Yes. Auch gut gewesen. Etwas, was sonst nicht so in unserem Musikrichtung, was sonst nicht so in unserem Ja, voll. Lass wir wie weniger. nennen das, in unserem Rayon existiert. Ja. Aber es war stabil, es war tight, es war Voll. gut gewesen. Warum wollte man den Scheiß nach Bruck schicken? Er wollte dich nicht nach Brugg schicken. Ah, ist in 3 Kilometer. Die Ausfahrt ist erst 2,7 Kilometer. Ah. Und dann ist es so wie gewesen, dann haben wir gesagt, nein, wir haben den Expello noch den Ding überbracht. Ja, dann haben wir den ersten Metal Saber Award gebracht, Expello. Und das sehen dann Fotos dort. Mein Gott, was ist da los? Es schiebt aber wie Sau. Alter! Es schädert! Schädert. Es klopft, Junge. Es kriesastet, Es Bruder! krisastet vom Himmel. Holy fuck, man. Ja, dann haben wir Metal Battle, dann haben wir den Expello den Preis gegeben. Ja. Hast du auch ein Expello-Scheiß gekauft an dem Abend? Ich habe einen Longsleeve gekauft. Wir haben das gleiche Longsleeve Fuck, gekauft. mit wie dem dem Abend, nochmal. oder? Und dort ist es, Ja. Holy. Sie haben, aber ihre Shirts sind fair. Die sind fair trade. Ja. Statt so, it's okay, this shirt is okay. Ja, voll. It's okay. Ist schon sehr okay, ja. To be gay. Voll, ja. Und Moshpants habe ich auch gehabt. Ah ja, schön. Moshshorts. Ja. Aber ich habe leider das M mitgenommen, ich habe nicht geschaut. Und ich kann es dann nicht Verlobten geben. Ja, fair. Aber ja, es war eine coole Show. Coole Leute. Hat Das Spaß war wirklich gemacht. sehr geil. Also das Metal Battle war cool. Auch ein gutes Publikum. Ja. Wir sind zwar... Durch den Dienstag bedingt wahrscheinlich ein bisschen weniger betrunken, wie es an einem Freitag gewesen wäre. Ja, ja. Das ist eh ein bisschen... Obwohl der Pascal hat kompensiert. Pascal Der Pascal hat represented. Aber es ist nicht. represented the drug. Yes. Ja gut, das hat schon ein paar vernichtet. Also gut, aber er hat sehr viel als Breath-Platte auf wie Alter, wie die Ja. wie Lotrify einfach alle vernichtet sind. Ja, das Hei, stimmt. hei, hei. Gut, anyway. Und, Metal Battle, ja. voll. Nein, eben, also wir sind zwar nur an einem Metal Battle gewesen, aber der Lucky ist auch an die, hat ja gespielt, an der anderen Metal Battle, Ja, wo Fuel by Fuel gewonnen hat. ja. Und eben, der Brian ist sonst immer an den Metal Battles dabei. Er war glaube ich nicht bei allen. Gewesen. Nicht bei allen, aber Nein, er er war war ja ja Jury Jury. gewesen Aber bei... er war glaube ich bei 3, 4 Jury. Gewesen. Alter, wo ist die Ausfahrt? Ja, gerade aus, sogar so Zeit. Ich sehe nichts. Du kannst einfach führen, bis wir nicht Alright, sind. Eben, das Metal Battle ist von Expello gewonnen worden. Ja. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich habe Leute gehört, die zu mir im Publikum gesagt haben, wenn nicht sehr viel als Breath oder Expello gewinnt, dann mache ich Aufstand heute Abend. Ja. Dann habe ich gedacht, Kollege, du bist um die Zeit schon lange im Bett. Da ist die Auffahrt. Jetzt musst du auf den Link, also auf die mittlere links. Mittlere Eins links. links. Mittlere links. Exakt. Und dann hat er, dann ist es so gekommen, dass Expello das gewonnen hat. Das heisst, es hat keinen Aufstand gegeben von Ja. dieser Person. Ja. Und es ist auch von allen Bands und allen Zuschauern universell akzeptiert worden, dass die Band gewonnen hat. Ja, Also ja. es ist, Es ist geil, es ist fair. es ist niemand dort rein, glaube ich, gerade hässlich gewesen, dass Expello gewonnen hat. Es sind Ja. alle irgendwie so, ja, mal, also natürlich enttäuscht gewesen, dass sie nicht gewonnen haben. Aber Ist halt immer so, ja. sind alle können damit leben. Es sind, glaube ich, wirklich so kurz 5 Sekunden so ein bisschen, schade. Und dann ist es Ja. wie, ja, okay, aber es ist auch fair. Ja, voll. Und fair sein, also völlig verdient. Ja, definitiv. Ich habe das Gefühl, wenn Expello durchzieht am Finale, haben sie gute Chance auf den Sieg. Ja, definitiv. Zum Fair sein, jede Band, die im Finale ist, hat gute Chance auf den Sieg, weil Ja, sie haben ja. sich... Ja, also, die Vorrunden sind ja brutal gewesen. Ja, definitiv. Alter, die Vorrunden, was dort für Bands gespielt haben. Also, Ja. fuck me, ey, das sind ja Line-Ups gewesen, also da würdest du Ja, also es sind wirklich Line-Ups, wo du würdest einfach schauen. Ja, Nicht einfach irgendwie... Ich meine, eben, also du hast sehr viel als Breath und Expello, die einfach im modernen Metal-Bereich Ja. schon brutal sind. Dann ist Mary Jane, Aha. die sehr gut Ja. ist. Und ja, Grunge, ich weiß halt nicht, so, wie viele Grunge, Leute ja. Grunge-Rock machen heutzutage. Ja, aber es Nennt sind man nicht das viel. Grunge? Aber sie tun schon ein bisschen so Motorhead und Eben, das ist in dem sehr gut sind. Oldschool-Metal reinbringen und so. Bad Marilyn, die halt auch, was machen sie? Power Metal. Power Metal, richtig guten Power Metal machen. Ja, voll. So Power Heavy. Ja. Genau, und eben, ich meine auch die anderen. Ich meine, also Small District. Stimmt, was muss ich Small genau District sagen? ist- Irony of ja, Fate. der mit Irony Bern of Fate hat auch gewonnen. Genau, Irony of Fate hat gewonnen. Small District ist dort ist Irony of Fate hat gegen Small District gewonnen. Small District ist ja, wie ihr alle wisst, die No beste Metal Band von der Kings. Schweiz. No Metal Kings.
beste Band von der Schweiz, Alter. Ja. Nu Metal Kings, ja. Und dort sind neben denen, ich weiss nicht mehr, welche Bands das sonst noch weg sind. Judge Miners, glaube ich noch. Ja, Judge Miners. Also wirklich aber auch brutale Bands. Sind sie nicht Mind Patrol irgendwo angesehen? Ich glaube, ich weiss aber nicht wo. Aber nein, das ist klar mit K-Defekt. Ja, keine Ahnung. Möglich. Ich weiss es wirklich nicht, aber das Ja. ist wirklich... Das sind krasse Bands gewesen. Also das sind eben alles wirklich krasse Bands gewesen. Ja. An all diesen Finals. Auch das Final, das noch kommt. Ja. Wo Ophelia Sei spielt. Aha. Und Kerberos. Yes. Und... Wo wir das Bass auf der Straße haben. Kerberos. Ophelia Sei. Wir haben es vorher gesehen. Ja, das ist ja gleich. Ist ja gleich. Eine Thrashband ist die Piranha. Ah ja, Piranha, genau. Und... Wir reden nachher noch darüber, wenn wir es... Dings jetzt sagen. Xonor, Arcane. Ah ja! Bedrängnis. Ja. Und sonst noch... Also fucking crazy Shows. Also Ja. ich kann eigentlich mehr gehen, aber eben kannst nicht alle gehen. Ja, es sind, Ist ja, alles es so? sind 8 Halbfinale... Nein, wie viel gewesen? Sehr viel. Es sind 8 Halbfinale gewesen, weil 8 Bands sind im Finale. Ja. Dann haben wir So. Insanity. Aber wir haben es heilig geschafft. Heilig? Hey, Bruder, wir sind noch nicht vor der Haustür. Ja. Wir sind noch nicht vor der Haustür. Das ist wirklich ein See auf der Straße. Ja, voll. Eben Knock on Wood. Da hast du mir jetzt gerade auf den Himmel klopfen, Ja. du. Das ist geklappt. Ja, ist gut. Du kannst sonst... Ich wollte sagen, du kannst sonst da beim BMW parkieren. Ja, fahr vor der BMW an, ist Vor gut. dem BMW, ja. Vor der BMW. Ja, ich weiß. Du kannst vorne anfahren. Shit. Ah, okay, ja, whatever you want. Wände machen ist richtig da. Dann machen wir es richtig da. Richtig da. Hinterschiene fahren. Ricky, der Militärgrind, fährt Hinterschiene. Ja, like the fucking bows. Ja gut, also... Like the bone. Ja, ist gut, oder? Muss auch noch aussteigen da. Alright. Ja, dann machen wir schon einen Cut bis Haben wir nachher. schon einen Cut. Wir sind außer Lebens gefahren, wir sind im Trockenen und vor dem besten Greenscreen der Welt. Ja, voll. Jo, wir haben jetzt gerade kurz gewährleistet, ob wir, bevor wir schier gestorben sind, über das Wacken Metal Battle fertig geredet haben. Wir haben, glaube ich, gesagt, Ja. Spello hat gewonnen und dann haben wir uns darüber nicht aufgeregt, aber darüber geredet, wie krass das die Line-Ups waren. Ja, genau. Wir haben so Xonor gesagt, Small District, Irony of Fate, Yes. Bedrängnis, viele coole Bands, Es ist ein bisschen Arcane. mehr zu dir, dass wir das anschauen können. Also recht crazy Bands. So ich sind an sich selber gute Konzerte, oder? Sonst, ob es jetzt auch vom Dings, vom Content ist oder nicht, ist eigentlich zweitrangig. Wichtig ist einfach, dass der... So. Ja. Voll. Nein, und sonst eben, Back Metal Battles sind passiert. Wir haben in Deutschland gespielt, in Bern haben wir gespielt. Mit Kings of Nu Metal aus Small District. Ja, so einen Tag vorher habe ich ja noch mit Matchbox Whispers gespielt an der Plattentaufe. Nicht an der Plattentaufe. 10-jährige Jubiläum von Raid 409. Das war insane. Ja. Alter. Es war ausverkauft. Das ist geil. Fucking Full House im Werk 21. Das ist geil. Für irgendwelche random Punk-Bands. Ja. Eben, Her Name Was Claire, Matchbox Whispers, Raid 409, The Cooches, Wild Haze. Yes. Schnucki. Hallo. Hey, Boy. Hallo, Boy. Boy, komm da. Boy, Brudi. Boy. Lucky. Lucky, kommst du? Oh, ja. Jawohl. Oh, you. Come on, boy. Look at that. Es Look ist at them big es ist boy. nicht der Pug. Es sind keine Möps, heute sind es Pussys. Ja, heute ist Pussy Time. Und ja, das war geil. Das war insane. Also, ja, wir sind wirklich... Also, Das war geil. Ich bin nicht dort. Das war gar nicht da. Aber es war geil. Es war geil. Matchbox Whispers, wir haben angefangen. Wir haben, also wir sind angekommen. Soundcheck souverän gewesen. Dynamo Team souverän gewesen. As usual. DNB Records Team souverän gewesen. Ja, Gumpi in der Kiste. How predictable. How predictable. You jumped into a box. Genau. Und dann sind wir dort gewesen, alles souverän gewesen, Soundcheck souverän gewesen. Wir haben am 7. hätten wir eigentlich angefangen. Glaub's.
oder wir hätten um 7 Uhr angefangen, aber wir haben dann irgendwann um 7 Uhr angefangen, weil fast noch niemand rum war. Oder es war so schön Wetter und alle sind draussen am Hängen die ganze Zeit. Ah, ja. Und dann hat es gesagt, ja komm, fangen wir um 10 Uhr an. Wir haben um 10 Uhr angefangen, aber es war ziemlich voll, als wir angefangen haben. Also es hat wirklich schon bei uns gute Leute gehabt. Es war so wild. Vodio war dort, die komplette Band. Ja. Alle am Vodio sein. Also sie sind wirklich Vodio was Vodio. Sie haben geliefert. Ja. Sie sind in der ersten Reihe gestanden, sind eskaliert. Irgendwann der Silas sagt so, wir sind Matchbox Whispers. Und der Oli vorne dran einfach so, nein, sind ihr nicht, ihr seid Loser. Und dann ich so, weil ich so in the moment war, auf der Bühne, kennen die Jungs auch schon länger, haben ja schon ein paar Mal mit ihnen gespielt, haben sie am Open Air Grenich interviewt. Ich weiss, wie die sicher drauf sind. Haben darum einfach so aus Scheiß einmal so ins Mikrofon gesagt, Oli, kannst du nicht lesen, da hinten steht, wir sind Matchbox Whispers. Und dann hast du plötzlich das ganze Publikum gehört, so, weil ja, der Oli ist mit seinem Blindenstock in der ersten Reihe vorgestanden und das Publikum weiss das natürlich nicht. Die Hintergrundgeschichte von... Also ich glaube, sie wissen, der ist blind. Ja, aber sie kennen die Hintergrundgeschichte von Matchbox Whispers und Vodio nicht. Okay. Haben wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass der Oli der Drummer von Vodio ist. Und sind dann quasi so in Zürich gewesen. Und ich so, nein, ist schon easy. Insider Jokes. Insider Jokes. Und dann hat irgendwann in einem Song hat dann der Andi von Vodio den Oli auf die Bühne geschupft aus Versehen, weil sie beim Moschen nicht gesehen haben, wie dumm das tun wollen. Oli auf die Bühne geschupft. Der Oli ist über dem Silas sein Pedalboard rübergefallen. Ich habe plötzlich nichts mehr gehört, nur noch meinen Bass. Ui. Also Silas hat nicht mehr gesungen, nicht mehr Gitarre gespielt. Dann schaue ich rechts rüber und sehe so, der Silas dort steht so, «Hä, what the fuck is going on?» Ich so, okay, Gitarre ist dann von draussen, habe bei mir auf den Fass geklopft, damit es einfach richtig grusig tönt. Und dann habe ich einfach angefangen zu singen. Und dann sehe ich rechts rüber plötzlich so den Andi, der den Oli auf die Bühne geschupft hat, so irgendwie im Silas helfen, dann gemerkt hat, helfen bringt nichts. Dann ist er einfach aufgestanden und weil er ja mich ersetzt hat beim letzten Matchbox Whispers Konzert, hat er natürlich die Songs gekannt. Hat dann einfach unseren Song quasi gesungen, anstatt der Silas. Der Andi voll das Mikrofon nicht gerät. Das war sehr sick. Bis dann der Silas quasi seine Gitarre, der Oli und der Silas haben dann die Gitarre wieder eingesteckt. Das war auch super. Und dann haben wir dort, das Lied fertig gespielt. Und dann hat mir der Andi, glaube ich, eine Ansage machen. Die sind wirklich gut dabei gewesen. Also die Kollegen haben gut gefeiert, vor allem. Es war Ricky sein Geburtstag. Also der Gitarrist von Vodio hat Geburtstag gehabt. Er hat dann noch einen Song mit uns gespielt nachher. Und dann ist wirklich, sie sind gut dabei gewesen. Da hat der Andi gerade eine Ansage machen, irgendwie so Matchbox Whispers, gute Band. Und der Silas irgendwann einfach so das Mikrofon von ihm genommen, so «Nope, wir machen jetzt weiter.» Das ist einfach fucking fun. Lustig. Das war wirklich sehr, sehr geil gewesen. Und dann hat Nemas Claire gespielt. Bassist war, glaube ich, faul gewesen. Er hatte keinen Bock zum Stehen. Ist die ganze Zeit auf der Bühne rumgesessen, auf so einem Stuhl. Warum ist die Batterie tief? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil man die ganze Zeit... Aber ich habe nochmal eine Batterie dabei. Das ist doch gut. Ist im Auto. Ja, wir machen jetzt so lange, wie wir können. Ja. So viel Zeit brauchen wir auch nicht mehr. Und dann haben wir der Mike, ich glaube, das letzte Mal, als er nicht mehr verlaufen konnte, ist er dort gehockt. Und dann hat Her Name Was gleich gespielt, die sind gut gewesen. Dann hat The Wild Haze gespielt, den ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Aber The Wild Haze sind fucking sick gewesen. Geil. Die sind hure cool. Die sind wirklich hure cool. Die sind wirklich hure cool. Geht unbedingt The Wild Haze hören, wenn ihr ein bisschen fürschentreibenden, aber nicht hässigen oder nicht ein bisschen chilligen Punkrock hören wollt. Das ist auch geile Musik. Dann hat Raid 409 gespielt. Ja. Sehr gut. Ihr erstes Set, ich weiss nicht, ob sie das zweite Set gemacht haben, weil durch das, dass ich am nächsten Tag mit Taois gespielt habe, und ich dachte, ich gehe auf den letzten Zug. Und sie waren sehr, sehr am Liefern. Und dann haben wir die Coaches habe ich dann leider verpasst. Ja. Also ich glaube, ein Großteil vom Publikum auch hat, wenn ich Mark seine Überlieferungen kann glauben. Ja, shit happens. Oh. Ich glaube, sie haben es wahrscheinlich nicht mehr gemerkt. Weil rein bandnamentechnisch wäre hätte man den Coaches, also der Bandname von The Wild Haze hätte man den Coaches können geben und es hätte auch gepasst. Wahrscheinlich schon wild gewesen. Stimmt. Ja. Aber dann Soundstück, haben wir das schon gespielt? Nein. Ein Burn. Wir sind auf Malibu Burn gefahren. Genau, mit Kings of Doom Metal als Mod District. Mit Nice to Eat You, richtig geil. Und mit Akudama von Basel. Die junge Wunderkinder da. Bro, die sind insane. Das ist crazy. Aber kein Song, den Akudama gespielt hat, war älter.
Es war jünger als 2010. Ich weiß nicht, wieso. Die sind zwar so geschätzt knapp 20, aber nein, noch nicht einmal. Also die Songs sind... Das sind so richtige Oldschool-Metal-Bangers. Ja, so richtig geil. Silosis, Das sind so richtige Oldschool-Metal-Bangers, Mann. Ja. Übrigens, könnt mal den Corebound Podcast Episode 2 hören mit Akudama. Ja. Könnt ein bisschen mehr von den Jungs lernen. Es ist insane, was sie da machen. Ure jung, die sind the new ray of hope. Oder wenn ihr... Ja, sie haben ja keinen Sänger. Kein Sänger, Sängerin. Die bringen Altersdurchschnitt. Aber suchen Sie überhaupt einen Sänger? Sängerperson? Sind glaube da und so. Also wenn du kannst singen, ich bin immer noch der Meinung, die bräuchten. Also ich bin der Meinung, ich fände es geil, wenn die sich jemanden zutun würden, der so ein bisschen im Stil von Kill the Lights Vocals machen kann. Also kann screamen, aber auch kann richtig solid clean singen. So Dampf dahinter clean singen. Ich habe den Corebound Podcast gelesen und was ich dann herausgefunden habe, ist, die haben schon einen guten Frontman, der ist einfach gerade Drums am Spielen. Sie müssen einfach einen Drummer holen und der Bruder sollte einfach Fulltime Vocals machen. Fertig. Okay. Habe ich die Jungs noch nicht gesagt, aber jetzt haben sie es gehört. Ich glaube, die machen es super. Ich habe das Gefühl, sagen, irgendjemand muss bei euch noch Clean Vocals machen. Clean Vocals ist schon geil. Aber das kannst du lernen. Aber so alles lernen. So stabile Clean, so Kill the Lights. Einfach mal Kill the Lights hören und dann so in... Look, ja. Wenn ein Drummer seit 2 Jahren Drums spielt und so gut spielt, dann kann er auch Clean Vocals lernen. Ja, alle können lernen singen. Ja. Alle können lernen singen. Alle können. Die meisten Leute sind auch zu faul. Es braucht einfach Zeit und Geduld. Aber ja. Zeit, Geduld und jemand, der sagt, was man machen. Voll. Und ja. Aber das ist, sorry, wie gut ist ein Small District dort eigentlich? Immer. Carlo war auch dabei in diesem Feature. Genau. Auch ganz geil. Ja, weil ich habe herausgefunden wieder einmal, dass Guitar Snobbery absolut nichts bringt. Und ihr alle Guitar Snobs, I can call you out. Weil ich weiss, was Taoist für Rigs hat. Und ich weiss, dass, wenn die Leute wüssten, was Taoist für Gitarren-Rigs hat, würde nie so ein Kompliment für einen Gitarrensound kommen. Oh. It's not about how big it is, it's about how you use it. It's not about how big it is, it's about if it's from Laney. Ja, Mini-Rigs sind... Nein, das war geil. Wir haben einfach... Also, jetzt, nicht, dass wir uns da irgendwie angeben wollen, aber wir haben herausgefunden, eben unsere kleinen scheiß Mini-Amp-Rigs, wo ja wirklich nicht... Also wir spielen mit so Pedalboard-Amp-Rigs. So stabil. Also Verstärker, nicht PA, sondern wirklich, wir haben Verstärker auf den Pedalboards drauf. So kleine Pedalboard-Verstärker. Und die tönen anscheinend genug gut, dass man sagt, hey, cool, dass man Props bekommt für einen Gitarrensound. Ja, gut. Voll. Das heisst, du brauchst nicht viel. Das langt nicht. Nein, es langt nicht. Das ist ganz gut. It's not the size of the truck that matters, it's the driver that drives it. And we are talking about trucks. We're talking about trucks. Explicitly. Nein, voll eben das. Ja, ist geil gewesen. Und... Also gut, dort hat ja meine Misere eine Woche vorher angefangen. Ich war ja auch komplett am Arsch an dem Wochenende. Weil ich habe am Freitag dann noch bei Matchbox Whisper so mit Mühe und Not Vocals gemacht. Am Samstag bin ich so durch. Ich habe keinen Ton mehr rausgebracht. Meine Stimme ist etwa... May hat gesagt, meine Stimme ist etwa 4 Oktaven tiefer als sonst. Schon sexy gewesen. Nein, May hat gesagt 3 Semitöne. May hat es definiert auf 3 Semitöne. Aber ich hätte eigentlich sollen... May hat gut gehört. Ja, ich hätte eigentlich sollen... Typo Negative singen. Unbedingt. Aber ich glaube, hätte ich an dem, jedes Mal, wenn ich mehr geredet habe als eine halbe Minute, habe ich angefangen zu husten wie ein Holen. Von dem her, es glaube schon gut gewesen, habe ich nicht gesungen. Hast du durchgekämpft? Ja, das war wirklich schlimm gewesen. Das war wirklich tragisch gewesen. Und dann bin ich zurückgelaufen und habe das Small District gespielt. Dann ist das ein Testimonial für wie gut das Small District ist, weil ich bin vom Backstage zurück zum Merch gelaufen und auf dem Weg vom Backstage zurück zum Merch hat ein Small District angefangen zu spielen. Und in der Sekunde, wo sie angefangen zu spielen, habe ich eigentlich gerade direkt anfangen, Leute ins Gesicht zu schlagen. Ja, also, ich hätte wirklich kurz davor gewesen, High zu machen. High-Kicks auspacken. Ja. Das sind einfach geile Sachen. Das sind einfach wirklich nette Dudes. Ja, voll. Ich liebe es. Ein Small District. Das ist ganz cool. Können wir sonst da nicht aus? Ja, wir sind noch nicht durch.
Ich glaube, die Kamera stimmt. Jetzt beruhigst du dich mal. Das ziehen wir jetzt einfach durch. Das kommt gut. Hey, das ist noch... Solange der noch nicht rot ist, ist in Ordnung. Ah, ja, stimmt, das ist recht. Das muss rot werden. Gut. Ich mache das rot werden. Title of your sex tape. So ist alle eine Minikamera. Nein, das ist gut. Also weißt du, wenn sie fertig ist, alle eine Minikamera. Mhm. Ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja vor meinem Greenscreen. Ja, perfekt. Was haben wir da noch für Notizen? Weil ich kann ja, also ich bin da Harakiri vor der Sky schauen, wo auch eine Schweizer Vorband war, Support, ELR. E-L-R. Die sind Schweizer? Yes. Darum habe ich es dir geschickt. Oh. Ich habe es leider verpasst, weil der Sänger von Kate Effect, ich wollte ihn jetzt nicht beim Namen nennen, und ich sind in McDonald's zu Nachtessen. Und das hat ein bisschen länger gedauert, wie wir gedacht haben. Dann hat es so Stau gehabt und dann haben wir die erste Band verpasst. Aber ich habe auf Spotify reingelassen und es ist brutal. Richtig guter, atmospheric, Post-Black Doom Metal. I don't know, wie es heisst, aber es ist geil. Also wenn du Harakiri von der Sky geil findest, oder Karg, oder so irgendetwas, geh ELR auschecken. Wirklich gute Musik. Das zeigt mir etwas. Nicht Mitglied von anderen Bands sind. Kein Blasen. Ich habe nur die Musik gelassen und für gut empfunden. Okay. Akku ist jetzt rot. Ich hole meine Kamera. Okay. Ja, dann machen wir jetzt erst fertig. Es heisst kein Akku mehr. Oh fuck. Okay, ja. Kannst du abschalten. Was sind wir vorher gesehen? Wir sind bei Akkudrama. Malibu Tower ist Bern haben wir gehabt. Das heisst, das nächste... Harakiri von der Sky, genau. Also, ja. ELR. ELR. Hast du noch schnell nachgeforscht? Hast du herausgefunden? Schweizer. Ja. Post-Metal. Post-Metal. Hast du herausgefunden, ob sie bei einer anderen Band Musiker haben? Nein. Sehr gut, ja, in dem Fall. Ja, dann war das nächste eigentlich... Ja, einen Tag später. Easter Stomp, X-Stomp in Baden. Stimmt, X-Stomp in Baden. Im Berg Baden. Hardcore, ja, ist fucking sick. Ja, von DTE Booking und das andere Heavy... Heavy Music, keine Ahnung, what the fuck. Haben sie einfach das gemacht, X-Stomp, Ostern HC-Show Berg Baden. Und ja, dabei sind Live Crusher, Xoriated, Civil Execution, Golpe aus Italien. Ich schaue nochmal schnell an. Eine andere ausländische Band. Und. Ja, die? Und Terrain Vague. Die sind geil. Live Crush hast du vergessen? Nein, Live Crush hast du gesagt. Also, genau. Civil Execution hat angefangen, dann hat Terra Vague gespielt, dann hat Excoriated gespielt, Fosco, Golpe und Live Crusher. Genau. Ich habe leider Civil Execution verpasst. Und Fosco haben wir verpasst, wie wir Birkin gegangen sind. Fosco haben wir verpasst, wegen dem fucking Burger King, weil der einfach zu lange hatte. Ja. Er hat lang gehabt, um das Zeug liefern. Aber das war sehr ein geiles Ding, weil es wirklich nichts los war. Ich bin um 7 Uhr gekommen. Um 6 Uhr jetzt angefangen, ja. Es war voll, ja. Es war voll, um 7 Uhr schon. Ja, ist gut. Wirklich crazy voll. Crazy. Und dann... Die Bands waren dann brutal. Also eben, ich habe halt leider erst Terra Vague das erste Mal gesehen. Terrain? Das ist eine französische Band. Nicht Terrain Vague. Ja, sie sind wie so französisch. Aha. Das könnte auch sein, dass sie ja, französisch sprechen. Das könnte auch sein, dass sie französisch das sagen. Ja, von dem her, die sind sehr gerne gewesen. Gut, ich habe reingekommen, in dem Moment, als ich die Karte angehabt habe, zum Zahlen für den Eintritt, ist PA ausgestiegen. Hat aber nichts mit der Band zu tun gehabt. Ja. Aber die Jungs haben es recht gut geflixt. Metal auch noch? Nein, das war die andere Band. Nein, ich meine die Wally und du meinst, ja, Technik schnell gefixt. Technik haben das sehr schnell gefixt, ja, das stimmt. Dann Terrain... Wie ist Civil Execution? Terrain Vague. Terrain Vague. Wie ist Civil Execution? Du hast gar nichts gesagt. Du hast nichts zu Civil Execution gesagt bis jetzt? Geil. Ja. Shara Boys and Girls. Gut gemacht. Das sind sie, die mit dem Donau angefangen haben, gell? Ja, genau. Wo der Donau der Kollege ausgeholfen hat und nachher. Jetzt hat er halt selber weitergemacht, Musik gefunden und macht gut. Ja. Sehr geil, würde ich auch gerne mal live sehen. Ja, unbedingt. Der Terrain Vague, Terrain Vague. Ja, das sind auch gut gewesen, die sind sehr gut gewesen. Ganz geil. Der Teil, den ich dann nachher noch gesehen habe. Ja, die mir, glaube ich, sind einfach die am meisten gefallen haben. Excoriated, welche sind das nachher? Also die mit der fucking crazy Gitarre-Solis. Ah ja, das war Schlagzeug, Gitarre. Genau.
Nein. Wo alle Brudis aussehen wie fucking Tony Iommi. Nein. Doch. Sind das Excoriating? Sind das Phosphor? Schnurrbart, lange Haare und einfach fucking hässig. Ah ja, stimmt. Und hure gute Gitarre-Solis. Fucking hell. Ja, Zu gut für Hardcore. Ja, dort haben wir das Gefühl gehabt, this is gonna be Black Sabbath, but in angry. Ja, das war geil. Dann eben Fosco haben wir leider ein bisschen verpasst. Haben wir den letzten Song gesehen, der war aber auch insane. Und Golpe. Golpe ist sick. Punk, ja. Absolut. Die einzige Punk, also wirklich die punkste Show, die ich in den letzten 8 Jahren gesehen habe. Ja. Das war insane. Italienische Punkband. Sänger kommt auf die Bühne, macht Soundcheck. Der Sänger sagt so zum Mischer: Hey, kannst aussen dran, also auf die PA, also auf das, was das Publikum hört, die Gitarre ein bisschen runternehmen. Dann ist meine Stimme besser am Durchkommen und musst mich nicht lauter machen auf der Bühne. Und dann war nur der Kommentar: Ich habe nichts von euch auf der PA, ihr seid schon auf 110 Dezibel. Ja. Alle Gitarren sind gemutet. Alle Gitarren sind gemutet. Fuck me, das war insane. Und dann ist das Erste, was passiert ist, einfach angestanden und hat kurz eine politische Rede gehalten. Gefragt, ob es irgendwelche Rassisten im Raum hat. Aber er hat nicht gesagt, kommen zu mir und gehen prügeln. Nein. Er hat gesagt, dann können wir gerne nach der Show darüber reden und ich erkläre euch, wieso dass ich das Gefühl habe, ihr falsch liegt. Habe ich ganz polite gefunden von ihm. Das war sehr gut. Ja. Der Vibe, den er gegeben hat, als er das gesagt hat. Das war anders. Ja, es ist so ein bisschen herausfordernd. Ja, ist so wie, wer da ist ein Rassist? Und ich habe so gedacht, so wie, du und ich draussen, jetzt in 5 Minuten, Pam. Ja, aber es ist mehr so aber nein, ist so wie, wir nach der Show bei einem Bier am erklären, wieso dass ich das Gefühl habe, dass deine Ansicht falsch ist. Habe ich ganz schön gefunden. Das ist super gesehen, ja, wirklich geil. Dann haben wir uns gefragt, ob das in Italien öfters mal noch einen Ja sagt. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, wahrscheinlich schon. Ja. Gut, je nachdem, wo du in der Schweiz spielst, wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich auch. Oh ja, das ist ganz cool. Ja, das war absolut eine insane Show. Ja, jeder Song hat genau gleich getönt. Ja. Und Live Crusher hat am Schluss einfach zerstört. Alter! Ich habe das erste Mal Live Crusher gesehen, das war geil. Same. Absolutes Chaos. Ich hätte panische Angst auf dieser Bühne. Ja. Ja, ich habe Live Crusher auch zum Beispiel mal gesehen. Also ich hätte wirklich als Musiker bei Live Crusher, wenn ich nicht der Basil wäre, panische Angst auf dieser Bühne. Ja. Vor ihm. Basil ist fucking dangerous, Alter. das ist ein fucking... Das ist Arbeitssicherheit. Du musst Zuwaffen beischicken. Ich will einen Helm anziehen. Man. Das ist arbeitssicherheitstechnisch nicht okay, wie der sich auf der Bühne rumsäckelt und seine Gitarre durch die Gegend schmeißt. Sein Bassist ist ein lethal weapon, Alter. Ah ja, er ist ja Bassist, stimmt, er spielt den Bass bei dir. Ich habe eben als Gitarrist von Forlorn Sky gesehen und dort schon gedacht, Bruder, die Gitarre ist extrem spitzig, auf die so rumschwingen. Ja. Aber ja, das ist absolut insane, was dort an Performance abgeht auf der Bühne. Also ich habe wirklich mir ein paar Mal Gedanken gemacht, von wegen, kann das gut kommen? Wie viele Mal hat es jetzt schon Verletzungen gegeben? Aber es ist, also Joe ist insane. Ja. So gefickt wie Sau. Also Live Crusher hat wirklich so hart abgerissen, dass irgendwann im Werk Baden hängen die Glühbirnen oben. Oder? Irgendwann ist so eine Glühbirne kaputt gegangen. Keiner weiß wie. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas von der Bühne gesehen fliegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von der Bühne also irgendjemand von den Musikern etwas gerührt hat von der Band und dann das irgendwie ist so ein Ding kaputt gegangen. Das ist wirklich, das ist insane. Ja. Das ist eine verdammt gute Show. Kein Plan. Also vor allem Publikum, die haben das Publikum brutal im Griff gehabt. Das ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Also das Publikum hat wirklich, also ich habe, ich habe leichte Flashbacks gehabt zu der Paleface Show dort rein. Ja, die sind so abgegangen wie CrossFit-Unterricht. Also das ist etwas, was mich immer wundern. Der Cardio-Level von den HC Violent Dancers ist einfach, die sind fit sein. Ja, Cardio-Level von HC-Bands, nicht nur Violent Dancer, auch von den Bands. Ja, die rennen ja alle die ganze Zeit auf der Bühne rum, hin und her, links und rechts. Auf dem Säckchen. Es braucht wieder Energie. Ich bin so überfordert beim Gitarrespielen, darum stehe ich so an Ort und Stelle wie so ein Pflock. So. Ja, ist so. Insane. Das ist ganz geil. Das ist wirklich sehr geil. Also, ich muss wirklich sagen, Live Crusher stabil gut hat überzeugt, war geil. Ja. Also schon, glaube ich, News, oder? Nein, so ist eigentlich... Ich habe noch aufgeschrieben, dass wir uns noch kurz über Strandbergs auslassen, aber das können wir auch sonst mal machen. Ich bin zu wenig hässlich, um das zu machen. Ich bin am Einschlafen fast. Das ist gut. Ja, dann, was haben wir für News? News? Ein paar.
Weißt du gut auswendig? Wir haben Konzert. Ja, Konzert habe ich schon, aber wir haben noch sonst etwas. Nein, wir haben Tavis Release, neuer Song, featuring K-Defekt. Der Song heißt Expiration Date. Sie? Kommt am 2. Mai raus. Könnten jetzt Pre-Save? Yes, Pre-Save now. Ich muss den Link in unseren Linktree tun. Das ist gut. Da bin ich sehr, sehr happy mit dem Song. Und eben featuring Luki. Das wird ganz geil. Dann Eversis spielt das Konzert. Ja, aber das ist nicht nur Eversis. Mit Several Brothers. Ist back. Ja. Illuminium auch. California Condor. Hat anscheinend wieder ein Comeback gemacht. Ich habe von Leuten gehört, dass sie angesprochen worden sind. Hello, do you like rock music? Also von dem her, wenn ihr hört, wenn ihr den Satz hört und euch irgendjemand will, CD von einer isländischen Band aufschnurren. Spucken die an. Nein, das. Nein. Okay. Einfach nicht kaufen. Zündet ihr das Auto an. Ja, genau. Zeigen sie an. Am besten, wenn sie auf dem Bahnhof sind, gerade der Bahnhofpolizei Bescheid geben, damit sie vom Platz verwiesen werden. Ja, the scam is real und the scam is still here. Ja. Jawohl. Dann haben wir noch Releases, hat es nicht so viel gegeben, wahrscheinlich schon. Days of Ruin haben einen neuen Song, Elements. Small District bringt übermorgen einen neuen Song raus. Britain of Sanity bringt einen neuen Song am 2. Mai mit einem neuen Sänger. Hast du eine Ahnung, wer es könnte sein? 5 minutes later. Aber du, es gibt immer Rumors und jemand weiss von jemand. Bestätigt ist nur am 2. Mai, wenn der neue Song rauskommt. Ich weiss nicht einmal mehr, was die Rumors sind. Also. Ich bin sehr gespannt, wie es rauskommt. Ich weiss nicht mal mehr, was die Rumors sind. Mein Tipp ist, es ist der Björn, aber es ist eh nicht der Björn. Nein. Und Avalanche haben ein neues Album rausgebracht. Oder EP, sorry, sie haben die Release-Show gehabt. Einen Tag nachdem wir in der Band gespielt haben. Oder eine Woche nachdem. Ja, am Sonntag wäre ein bisschen crazy. Ja, ich wollte gehen, aber ich habe es nicht geschafft. Und Elements ist das Days of Ruin gewesen. Mayflower bringt morgen, glaube ich, einen neuen Song raus. Hey, keine Ahnung, Alter, das hätte man aufschreiben sollen, sonst wüsste ich das auch nicht. Rap Alive for Redemption bringt auch einen neuen Song raus. Was ich weiss, sind die upcoming Shows, die wir haben. Das haben wir tatsächlich. Nämlich am 31.05. Ja. Hat es da irgendwie einen Venue-Namen? Schnell, Jebri. Emmenmattstraße 43 in Belp. Da fuck ist er. Irgendwo in Belp. Unter dem Bodenbooking. 31.05.2025. Forlorn Sky, Disinclined, Crackfist und Black Static. Alter, ich habe jetzt lange zum Crackfist lesen. lesen. Crackfist logisch schon speziell. Ja, das stimmt. Die spielt dort. Das ist ein Line, wenn du schlägeln gehst, dorthin. Ja. Dann am 12.06. Das ist schon ein bisschen weit entfernt. Ja, du hast mir es geschickt. Okay, sorry. Ich habe dir einfach geschrieben, was ich kann. Okay, kannst du gleich sagen? Ja. 12.06. Spielt Dry and Shattered als Vorband von Tsunami. Spielt nicht auch Live Crusher? Nein, die beiden sind... Und Live Crusher. Live Crusher. Ja. Vorband von Tsunami und Head Bussa. Ja. Das wird sicher sick. Head Bussa ist fucking... Ist die Band, die ich kenne, die anderen sagt man gar nicht. Head Bussa? Nein, Tsunami sagt man gar nicht. Tsunami sind sehr gut. Sie haben gerade einen Split rausgebracht mit Born from Pain. Hure heavy, hure geil. Und Head Bussa sind einfach fucking Beatdown as fuck. Glaube ich Beatdown. Bin ich sicher. Oh ja, Franzosen. Sick. Was hat's noch? Am 17. Mai 2025, Kulturfabrik Wetzikon. Spielt Royal Ugly Dude und Pendejo. Ich weiß nicht, warum ich das Screenshot habe, aber ich kann es nicht. Spielt dort, tipptopp, sehr schön. Dann nach Punk, Ska. Dann am 6.6.2025 Schweizer Local Band Sylosis. Das ist sick, aber das ist einfach sick, weil Sylosis ist in dem Metal Mayhem Kiff am Spielen, an dem Sommerzeugs und mit ihnen spielen dort unter anderem Vicious Rain und Artifiction, also 2 Schweizer Bands. Geht vorbei, die sind absolut sick. Und Sylosis ist absolut sick. Beste Schweizer Export. Beste Schweizer Band ever, Sylosis. Dann, am 12. Juni 2025 im Dynamo ist Comaniac Opener von Death Angel und Municipal Waste. Oh, stimmt. Geil. Also irgendwie sind nur noch Support-Shows von Local Bands. What the fuck is going on? Dann am 8.6. im Kiff Aarau Born of Osiris mit Lunar Vortex und Illusionist.
2 Schweizer Bands. Support Act. Wird sick. Gehen vorbei. Das ist so irgendwie der 3. Gig von Luna Vortex. Das ist crazy. Crazy. Dann 17.05. Werk 21 Zürich. Down to Earth Fest. Oh ja, das ist brutal. Sind das alles Schweizer Bands? Nein. Okay. Was sind ein paar? Ich lese jetzt einfach alle Bands vor. Ja. Ich lese nicht alle Bands vor, weil ich nicht alles lesen kann. Also es spielt Mind War, Negative Frame, Makaina, Was? So? Makaina, Makaina? Was? Makaina. Warte, ich schau mal. Das ist Mind War. Ja, Makaina in dem Fall. Create Negative Frame. Dogbite. Alter, Dogbite. Wo hast du Create Negative Frame gesehen? Negative Frame ist da oben. Ah, die habe ich schon gelesen. Dogbite, Okay. Dogbite sind so gut, man. Torch It, Torches sind auch sick. XOXO, Schweizer Band. Schweizer Band, ja. Anachronism, glaube ich, auch Schweizer. Fever Dreams, Geiler Name. der erkennt sicher. Try and Shattered. Sehr gut. Spielt übrigens auch am Greenfield. Stimmt. Also den habe ich jetzt im Fall wirklich lesen. Oder Greenfield, oder? Kein Blass, Alter, ich glaube schon. Doch. Du hast das mal gesagt, ja? Doch, Franchise, ja. Try and Shattered spielt am Greenfield. Und dann Connector. Yes, Death Metal von der Schweiz auch. Also Dogbite und Torches. Sick. Dann nochmal eine kleine Schweizer Local Band. Ja. Defocus und With Abbey Falls sind Vorband von Breakdown of Sanity, Ja. wo am 10. Oktober im Kiff Aarau spielt. Wieso with Abbey Falls? Abbey Falls? Was? Abbey Falls. Ja, habe ich gesagt. Du hast with Abbey Falls? Ja, ich meine, du hast with Abbey Falls als Name gesagt. Nein. Okay. Abbey Falls, Defocus und Breakdown of Sanity. Ja? 3 Schweizer Bands. 3 Schweizer Bands. Vor allem eine kleine Local Band. Ein bisschen Local Band. Zweites Konzert. Voll. Gut, wobei Aarau erstes Konzert mit neuem Sänger. Schön. Oh, 10. Oktober. Ja. Ist schon Oktober, holy fuck. Ja. 10. Oktober, genau. Schreibt es euch auf. Ist die Woche Der Rest von der Tour liest jetzt nicht ab. Ja. Genau, dann haben wir noch upcoming Shows. Am 9.5. ist Night of Destruction im Konzerthaus Schür, Luzern. Da weiss ich aber nicht, welche Bands das spielen, außer der Filia sein. Weil eigentlich haben wir es nur gefüttert wegen Samstag, 17.05. Semifinals Wacken Metal Battle in der Musikburg Aarburg. Und dort spielen... Wer? Findest du nicht? Hä? 12.04. schon gewesen. Ja, das habe ich rausgelöscht. 12. Konzertansagen, die schon war, macht nicht so viel Sinn. Ja. Also, Wacken Metal Battle spielen Kerberos, Voltage Arc, Piranha und Ophelia sei. Das letzte Wacken Metal Battle Halbfinale vor dem Finale. Geil. Genau. Und dann sind da im Mai noch ein paar Konzerte von einer anderen Schweizer Local Band. Nämlich von Safeless Breath. Und die Scheiben haben gerade gestern Abend irgendwie ein Dings gedroppt, wo sie etwa 15 Konzerte, okay, 4 verschiedene Shows angesagt haben. Stimmt, ja. Nämlich spielen sie am 2. und 3. Mai. Das ist generell etwas, was für alle wichtig ist. Am Open Air Metal Festival in Balzers. Wer spielt das heute? Das ist in Liechtenstein. Dort spielt Godrectomy, I Sealed Eyes, VXP, XOA, XA, XAW, AXM, XC. Das ist wirklich der Name. Oh. Ich habe ihn gerade vorgelesen. Ja. Throwback, Mind Collision, Against Evil, Ja. Dark Salvation, Save Your Last Breath, Unfold, Deep Sun, Demonistic, Bedrängnis, Sektor 7, Ja. Below Babylon, Heathen Heretic, Lawbreaker und Rage Quit spielen dort. Geil. Dann spielt Save Your Last Breath am Samstag, 10. Mai. By the way, Samstag, 10. Mai. Auch noch eine Show, die wir sonst nicht ansagen. Nachher. Yes. Am Samstag, 10. Mai, spielt Save Your Last Breath zusammen mit Unread und Never im X-Kult. Das ist wahrscheinlich in Deutschland, weil es sind 10 Euro. Also, von dem her, viel wichtiger. 16.05. Jetzt kommt's. Das wichtigste Konzert. Für alle Leute, die sich gefragt haben, wenn das
das nächste Mal sie irgendwo nicht hingehen, dass ich ihnen nicht auf den Sack gehe. Save Lost Breath spielt am 16.05. in Piccadilly, in Brugg. Und dort sind unter anderem dabei I Cut Out Your Name, Bury the Liar und Special Effects als Opener. Ja, wer ist es? Jawohl, wir kommen da wieder auf den Sack gehen. Wir kommen wieder. Wir machen wieder Lärm, wir sind wieder laut und wir werden wieder nervig. Von dem her, kommt vorbei, können das Heu sagen, können Save Lost Breath Heu sagen, können I Cut Out Your Name Heu sagen und können Bury the Liar Heu sagen. Das wird lässig. Genau. Am 10. Mai spielen wir mit Taoist zusammen mit A Lost Game, Sounds of Coherence, Fear Lab und Port of Call im Bergbaden. Voll. Das wird lustig. Ganz geil. Der 10. Mai. 10. Mai. Und die Woche danach, wenn du mit Eversys spielst, spielt auch Taoist mit Mysterious Gitarrist. Wie spielt Taoist, wenn der Gitarrist nicht rum ist? Ja, es ist der Backup-Gitarrist vom Backup-Gitarrist. Genau, der Backup-Gitarrist hat auch keine Zeit gehabt. Das heisst, wir haben nochmal einen Backup-Gitarrist mit dem Backup-Gitarrist bei Taoist. Das heisst, bevor das der Backup-Musiker das erste Mal... Der Danu. Danu ist der einzige Backup-Musiker, den wir kennen. Der Radar von K-Defekt tut uns aushelfen. Er ist der dritte Gitarrist von Taoist. Und wir spielen am 16. Mai, am Freitag, in der ETH Metal Night. Mit Moment of Madness und... Ich habe den Namen vergessen. Und... Du findest es raus. Wir spielen... ich habe es wirklich gehabt. Es ist ja schon spät am Abend. Ja, wir sind schon seit 5 Uhr unterwegs. I know. Wir spielen Obsidian, Taoist und Moment of Madness. Das ist sick, das ist geil. Ich in der ETH selber. Voll. Wenn ihr in der ETH studiert, dann bekommt ihr IT für 10 Stutz. Sonst für 20 Stutz. Voll. Oder ich komme ins Piccadilly auf Brugg. Auch, natürlich, genau. Voll. Oder geht an die ETH. Machen eins von beiden. Genau. Geht nie jetzt anders hin. Ja, das wird lustig. Außer euch Mami hat Geburtstag, dann könnt ihr zu ihr heim gratulieren. So. Dings gibt es noch. 24. Mai ist mein Geburtstag. Und ich feiere es an der Corebound Basel Nummer 2 mit Moment of Madness. This of Ruin. Disinclined. Ich glaube es. Moment, ich muss halt checken. Aber ich kann meinen Geburtstag in der Valhalla Basel feiern. Also kommt vorbei, sagt Hoi, trinken wir ein Bierchen. Das ist Corebound. Corebound, das war so geil letztes Mal. Das war geil. Und diesmal eben Moment of Madness, This of Ruin, Disinclined und Pak Choi von Deutschland. Geil. Das wird geil. War lustig. Episode 2. Es ist free, Collector. Können wir sagen. Trinken ein Bier. Holen hier eine Platte Fleisch. Das ist fucking sick. Oder nicht Fleisch. Oder nicht Fleisch. Whatever. Es gibt gute Sachen. Was ihr wollt. Voll. Gibt für alle etwas. Genau. Wenn ihr findet, ihr macht coole Shit. Wir haben das Patreon, ich kann euch supporten. Und durch das können wir coole Sachen machen, wie die Pokal für die Several Awards und so Zeugs. Von dem her, ja, that's it. Thank you alle Patrons und alle, die supportet. Gracias. Und GG. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao.